Oh ja? Gell, das schmeckt total nach Hähnis. Schau jetzt. Wäre sicher essbar, aber der gibt nichts her. 48 Stunden, du bist tot. Von daher ist es schon. Willkommen zu einer weiteren Folge «Meine Welt». Wir sind hier am Lindenberg, gell? Im Seetal. Das ist der Markus Kutz, mein Onkel und Götti. Und wir gehen heute pilzeln. Wir gehen schauen, was der Wald hergibt. Wieso sind wir hier oben? Also wir gehen mal das Volk hier rein schauen, weil im oberen Teil bin ich gestern schon gesehen, es ist trocken, es ist nicht viel. Ich könnte mir vorstellen, dass unten irgendwo ein Pilz anzutreffen ist. Also wir haben den ersten Pilz gefunden. Das ist ein Ledertäubling, der bereits von den Schnecken verfressen worden ist. Spät. Wäre sicher essbar, aber der gibt nichts her. Wie siehst du das? Du weißt einfach, dass das ein essbarer ist? Oder genau. Gibt es Anzeichen für essbare Pilze oder die giftig sind? Das ist jetzt eben ein Täubling, die kann man probieren. Wenn sie auf der Zunge mild sind sie essbar. Okay. Die giftig sind oder die wirklich, die spülst du gerade wieder raus. Die sind bitter oder was? Gut. Die sind bitter. Merken, probieren. Aber so etwas würde man nie Korbi nehmen. Oder? Okay. Dann lassen wir in der Natur sein. Wir nennen einfach schöne Exemplare, wenn wir etwas finden. Ja. Da können wir jetzt ganz gut bestimmen. Schau. Das ist jetzt auch unter der Lamellenpilz. Also der ist am Anfang so ein bisschen weißbrünlich und der wird dann nachher dann violett. Ja. Also wenn wir das so nie essen. Und wenn du so ein Buch dabei hast, dann kannst du auch noch schauen, welche Umgebung. Siehst du, Mischwald. Ja. Sind wir also schon am richtigen Ort, also der Wald und so. Und wenn jetzt wirklich ganz viel dieser würdest antreffen, dann kannst du ein Exemplar nehmen, den Dings merken, den Wald merken, und dann kannst du ihn noch holen, wenn du ihn kontrolliert hast. Ja. Wieder den Korb füllen und hegen und alles wegrühren, oder? Ja. Oh ja? Gell, das schmeckt total nach Hähnis. Schau jetzt. Und weil es weiss ist, es schmeckt nach einem weißen Schocke. Bist du als Kind nie auf einem Bild zugestanden, der gestorben hat? Nein. Das sind Stäublinge. Die tun ja den Fruchtkörper so aufbauen und da innen jetzt alles. Das gibt so einen richtigen schwarzen Staub, der da innen ist. Ja. Wenn der reif ist und das Tier steht drauf, tut er sich total ausbreiten. Oder? Aha, und das sind dann die Samen, die wieder neu Genau. kommen. Ist aber essbar. Ja. Er ist gut. Ich nehme ihn nicht gerne, wenn ich Steinpilz habe, nehme ich ihn nicht gerne in den Korb rein. Weil wenn er ein bisschen ausgereift ist, da die Böden alle da oben, da, Ist alles dran. dann ist einfach alles als Steinpilz und überall alles schmeckt nach Hähnis. Ja. Jetzt sind wir bei einem, wo wir die Hände weg haben. Das ist ein Knollenblätterpilz. Der wird mit Champignon verwechselt. Man tut ihn in den Korb legen, dann kannst du vorne abtun und man merkt es nicht einmal. Das ist sehr giftig. Ja. 48 Stunden, du bist tot, wenn der ist da. Nein. Ja. Ohne dass du ein grosses Symptom hast. So Das ist jetzt ein sehr eindeutiges Exemplar. Geht auch hier runter. Da unten jetzt, siehst du die Scheide hier? Ja. Bildscheidung, die er rausgekommen ist. Längst nicht mal an. Nein, ich hänge ihn nicht an. Absolut nicht schön, wenn man so einen isst. Ja. Weil der Mensch merkt nichts. Krass. Es gibt ein Sprichwort, man kann jeden Pilz einmal essen. Das Leben, das ist gefährlich, es hat noch keinen überlebt. Nicht mal der, der sich daheim an seinem Sofa klebt. Das ist Ja, es. sieht genau Also. so aus. Kann nichts anderes sein. Und die wachsen. Und sie wachen auf einem Baumstamm, wie hier beschrieben. Braucht schon noch ein bisschen Zwiebeln und eine Weissweissauce dran. Aber das machen wir nachher dann. Also, wir sind zurück vom Pilzeln. Ich habe gelernt, Geschmackstest kann man machen, ob er giftig oder nicht giftig ist natürlich. Ja. Einfach, man kann immer ein bisschen probieren, oder? Ob er essbar sind oder nicht Buch essbar. essbar. Ja, genau. Ein Buch mitnehmen ist besser als App, weil zum hat man gar keinen Empfang. Und wenn man nicht ganz sicher ist, in der kantonalen Stelle für Pilzkontrolleur. Apotheke oder so nennen sie es vielleicht auch. Ja. Es gibt Apotheker, die so kontrollieren. Ah ja, kann man kontrollieren. Aber ganz ehrlich,
Ich werde Pilze weiterhin wahrscheinlich einfach in den Migros kaufen oder im Coop. Es ist einfacher, wie man da rauskommt, wie viele Pilze das macht. Also, man muss sich wirklich man muss sich mit dem auseinandersetzen. Das ist vielleicht für mich etwas mal oder später mal. Wir haben etwas gefunden. Stockschwämmli. Und die gehen wir jetzt kochen. Und das sehen wir in einem anderen Video. Markus, danke vielmals, dass du mitgekommen. Schön, dass du gekommen bist. Und danke für die Informationen. Es war wirklich mega spannend. Schön, schön. Und dir wünsche ich dann wieder ein gutes Pilzchen. Ja. Und im Herbst eine gute Jagd. Ja, merci vielmals. Ja. Und euch gute Zeit.